hunsch gedacht, okay, dat du selbst interessiert dich, du weißt, was du musst. Du bist nicht ein, den du musst beweisen, also doch schon ein bisschen beweisen, dass ich kapabel war. Mir ist schon nie gezweifelt, dass ich nicht Gift packe. War viel Arbeit, mich hat nie gezweifelt, du kriegst du nicht gemacht. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin Emil Schlesser. Und ich bin Fabian Koller. And the Academy Award goes to Alexandri Espigaris. Yes, heute tun wir einen ganz speziellen Gast auf Besuch, nämlich ein Mann mit dem Oscar. Ihr den Alex zu Hollywood die gelle Statue an den Grab gedreckt krut für Monsieur Hublot, hat ihn aber für mal müssen über die ganze Welt reisen, für auf den verschiedensten Zeichentrickfilme als Animateur zu schaffen. Mit Alex in der Hallemereis über den Unterschied zwischen Animation und Live-Action-Filmen, respektive was die zwei Kunstformen gemeinsam haben, aber wie Animationsfilme eis an eiser Kantheit iwwels traumatisiert hunn. Ja, freck, iwwer den sinn noch immer net ganz wäsch. Okay, bon. Viel Spaß mam Alex Espigaris. Salut Alex, das ein gros Eier dich op Besuch zu hunn. Du warst an engem ziemlich einsame Club. Nämlich Stelle zu bei den Oscar gewonnen huet. Das Gespräch op Deutsch mich schon wirklich lang frei und das ist cool, dass du hier warst. Ja, vielen Merci, dass der Zeit hältst, wenn man alles bis zu puttern. Ja, merci, dass ich invitiert gouf. Ich mich auch gefreut, wie es mich gefreut hat, ob ich beim Podcast dabei sind. Das ist der nächste Podcast, an dem ich bin. Juhu. Sei Ja. Ja, gesagt. Ich sehe schon mal Podcasten aus. Mit wird hier mich invitiert für ungefähr. Du warst bei den Beste gelernt. Ja. Anderen Dinge Mammespruch. An mega Mammespruch, ja, weil an meiner Branche eigentlich schon relativ selten ist. Du warst aber mehrsprachig abgewusst, gell? Ja, letztes Mam, spanische Pap, Deutscher, Französisch, Tele. Und ja, dann am liebsten noch Englisch gelehrt, irgendwann ein Kehr und Italienisch. Was? Schon zu 6 Sprachen? 5 Italienisch, bis ein Holbrösch mitgeht. Ah, für Spaghetti zu bestellen geht, ja. Ja, für Spaghetti zu bestellen und ein Birra und so weiter geht, ja. Okay. Also wie ist so, dass ich da auch 5 schwätzen und dann testen sie mich Spanisch und da geht normalerweise noch 100 lassen. Ja, wir in Amerika, da sind sie schon überwältigt, wenn du mal 2 Sprachen kannst, die schwätzen ja nicht Englisch. Ja. Ich mal aufhängen, was den erste Funke war, wo du wusst, was du gingst machen im Leben, ging ich gerne wissen, was du auch im Moment schaffst. Was ist denn der Stand der Dinge bei dir? Am Moment sind ich am Gang mit einem Szenarist und einem Animationslometrage zu schaffen. Ich meine, den Titel ist schon veröffentlicht, die vom Filmfond. Also ein Film ist The Savage Goddess. The Savage Goddess? Ja. Mehr so eine am Moment noch nicht drüber. Ich spiele an der Prähistoire, an der Steinzeit. Mehr so ein noch nicht. Und wir sind nur am Moment am Gang, tatsächlich das Szenario zu finalisieren. Ich meine, sogar das oder nächste Woche fertig. Wie weit bist du dann involviert beim Schreiben? Schreibst du selber auch oder lest du für das Schreiben? Also ich bin schon angefangen, während dem Covid noch schon ein bisschen für drin, mich für das Schreiben zu interessieren, weil ich auch zum dem Projekt proposiert gut, die man nicht so gesucht haben. Und ich kann nicht ein Leben lang Projekt refusieren. Just weil ich einfach eine andere Vision habe, wie das, was ich da hingelöscht habe. Leute denken nicht, dass ich ein Diva. Ich hatte total einfach nicht, wenn man direkt so gesucht hat. Ich kann nur nicht 100% so, war alle Geschichten immer ein anderer Grund, für was ich nicht wollte. Ich meine, den Hauptgrund ist einfach, dass ich auch Lust habe, eine Sorte Animation zu machen, die nur nicht so gelebt ist. Ein bisschen aus dem Familienkader, Animation für Kanner, aus dem Dingen ein bisschen rauszukommen. Und dann irgendwann ich gedacht, entweder du schreibst so Dinge Sachen oder geht nicht. Du kannst wahrscheinlich ein Leben lang nach Projekt refusieren. Und dann du gefangen Treatments zu schreiben für Poetien, die ich hatte. Eben wie gesagt, während dem Covid all die schlauen Bücher über Szenario gelesen, Save the Cat, a Company. Als Klassiker. Als Klassiker. Da schon am besten, dass ein Animationsfilm um Croblon, den ich gemacht habe, wo ich 3 Jahre geschafft habe. Wie gesagt, Animation selbst was lang dauert. Er hat Schluss Live-Action zu machen. Ich hatte auch Produzenten, die bereit waren, mich zu unterstützen. Und so gefangen, so einen kleinen Horrorfilm zu schreiben. Am Live-Action-Medien, da sind wir dann doch an der Mauer gelandet. Ich weiß nicht, wie wohin da. Ja, bon, dünn ich bin auf Animationsfilme fokussiert. Und hat statt tatsächlich dann irgendwann hier 3 Propositionen, 3 Treatments, sind aber bei mehr Produzenten gegangen. Hey, Geschichte A ist die do, Geschichte B ist die do, Geschichte C ist die do. Was meinst du, was dir am meisten zusieht, was du am meisten Potenzial hast? Ne? Die do, die klingt gut. Und für zurück auf den Froh zu kommen, ja, wie gesagt, schreiben, ich fühle mich relativ en confiance, ein Treatment können zu schreiben. Mir so 90-seitigen Skript, das nachher based, da hat schon ein bisschen Probleme damit. Und du sind mir dann aber ein szenaristischer Gang, für den man da ein bisschen sprengen dürfen, dann, den man da aber, die mich unterstützt. Das heißt, wir schaffen plus ou moins 50-50, aber also in hier kommt ein Treatment, hin und raus, oder noch den Treatment noch ein bisschen verbessert.
schon noch gebracht den Dialogen man schreibt noch kennen so den dialogisch sie ganz gut für eng Aktionen zu blocken abzubrechen an die verschiedenen Inseldeler sind immens präzise an Deskriptionen bald zu präzis an schon einfach gebracht in der bisschen méi kompakt op Zeit bringt an auch eben bei den Dialogen mal ein bisschen an der Därm greift mittlerweile ich auch gemerkt dass Szenaristen die schon seit machen ich meine die noch ein so Problem die wissen noch nicht bei Dialoge wie sie los sich raus reden an der Situation wo ich da so du hast das Szenarist du musst auch wissen wie in den Dialog schreibt und du merkst immer den Mönch dieselbe Stüre wie du und geht nicht fort und ja voilà, ich denke du klingt so wie können schreiben du hast bisschen Base man dat well gut der Därm gegraven ja also lo immer enger Phase wo hier wirklich einen großen Deel von Arabischen mischt ich gucken halt so wat dat wat ich scheinst du allwoch schwatzen mal so 2-3 Mal woch man ne was Skype hier sitzt Paris sitzen he hier weiß man dat wat geschrieben hört ich gebe hin Propositionen dann hast du noch so Szene wo ich wirklich ein ganz speziell Vierstellung hun an die Zähne schreiben da selber schreiben ganz viel so wie ich mal so 4 Stellen halt so seht man du könnt aber so komisch hier gefällt man nicht diskutiere mal drüber und halt so schon irgendwie wie so da so ich hatte da Gäse oder so und dann ein kleiner das Ding Idee das Ding das der Film ich passe mir schon ich versuche da springen zu Hölle für mich wo man zu die 10 so gehst dann machen wir so wer ist der Werdegang für so einen Animationsfilm du wirklich keine Ahnung wie wert genau muss geschehen für dann wann das Szenario hörst den sich schon nicht unterschied von einem Live-Action-Film wie geht in die Sache dann und für das dann Löser Bilder umzusetzen ja als nächstes wäre also wenn man den nächsten Schritt machen das wäre so ein Edo-Development die man kriegen das also die erste Phase wo du fängst Leute zu engagieren die zeichnen können die der erste Concept Arts machen die Charakteren zeichnen also das du selber Dach zum Deel wann schreiben hun Loch net eng Zeit also ich versichen zwar seg Zocht Orchester zu sinn ich bemeie mich weil ich will auch op dem Ekran du dat gesi mir entspricht dat wirklich den nächste Film den ich konzipiert unter eng Originalstory das keine Adaptation so an schmirke noch dass ich mé involviert wie bei menggen lechte Film net der Schluss menggen lechte Film involviert war du merkst es mir persönlich Land und willst auch das Personage so wie du das vierstellst die keine andere gezeschen für dich und so weiter muss auch delegieren können ich muss aber auch dann am Stand sind engem zu erklären halt Personage so aber nicht dem schon ein paar Skizze kann so stellen man das 4 dann hast er doch mir einfach nur außerdem hun auch mal Szenarist werden mal geschrieben und him halt so schon Zeichnungen gemacht einfach wie das sich vierstellen kann wie ich mal die Personage vierstelle hin halt zur Sache geschrieben wo ich gedacht dass du an nicht diese Vierstellung Zeichnung gemacht da war der klar okay so gesagt den so stellst du dir vier den so viel Muskelwich gemengt hat den hast den so lang hoch das wird schon noch ob das Szenario auswirken also Dialogen da weiß wie wie gesagt schon Personagen die verschiedene Sachen muss können machen an dafür einen gewissen Körperbau müssen hun eine gewisse Physiognomie also weiter von man nicht ob das erste Niveau sind am Szenarist da geht er nicht und ich kann Sachen halt zu viel beschreiben wann denkt sagt ich gelehrt in einer Animation ist das man Erzählung hat viel so kannst du über vier schon noch Chance dass ich kann bei vielen Leid der Animation unbedingt immer der Fall ist die Leute die sind Autoren an der Animation die einfach der Animation mehr weil sie das gerne machen mehr die Lohne unbedingt zeichnen können weil die sind nicht so selten ich muss da auch betonen normalerweise Autoren als Animation kommen noch als zeichnerische Berufe die waren entweder Animateur Storyboarder was auch immer bon, die noch Leute die da die benutzt können und schon eben Chance ich kann bon, das halt so Zeit von zum Gang was zu schreiben oder entweder du schreibst oder du beides geht nicht immer und wow, schon ein ganz Lust von Bilder die ich auf der Seite tun die auch nur gut sie für ein Dossier weil man ein Dossier bei Film von geht oder ich ein anderer Fond in einem anderen Land bei der Animation ist immer gut das Bilder dabei sind weil Animationsfilme können so verschiedene sind am Stil an allem was du bei einem Live-Action eben nicht tust bei einem Live-Action du schreibst das Szenario und du hast auch schon eine Idee von den Personagen die du willst ran und zum Beispiel du gefunden den Akteur an der Tisch du kannst schon rasch schreiben mir hun den an den Akteur da können Leute auch direkt vorstellen du wirst wie den Akteur rausgeseit oder den Agent von dem was schon geschrieben wie für Hauptrolle und du weißt wenn der Regisseur hat wann schon einen Film gemacht hat da weißt du wie Stil das schon blöd Beispiel was ist das Spielberg Film direkt Spielberg hat schon so viel Filme gemacht wie direkt werden ungefähr fängt Zucht für Film gewährt gehen und da tust du eben am Live-Action wo Fantasie man muss schaffen an Animation kann in Animationsfilm von einem Autor von einem Film auf den anderen ganz anders ausgesehen dass du das fertig
zu der Vorkax. Ja, wie geht da weiter, weil du musst ja dann ein ganz Armee engagieren quasi, die dann du bis an letzten Detail alles animiert, all Muskel zucken von den Figuren und so weiter und dann natürlich Voice Actors ne, für Dialogen aufzählen. Das ist eine Etappe, die könnte nur, also wenn man wirklich an den Development gehen, dann ist wirklich für ein Dossier zu stellen, den Herr nur auf den Marché, wo in den Film kann en Prävent gehen. Das heißt, du musst finanziell Partner siehst, Fernsehschäden, andere Produzenten an andere Länder. Und wenn man dann so ein Dossier zur Summe gestalten, das ist dann ein Dossiergrafik, mit einem Synopsis, mit einem kleinen Treatment vielleicht dabei. Und dann hast du schon Zeichnungen von den Personagen, worum es geht, dann der Geschichte. Und ganz oft hast du dann noch schon einen kleinen Trailer, der gemacht hat. 30 Sekunden, 40 Sekunden, einfach für den Stil, ein gesehen, Animationsstil, grafischer Stil. Und dann hast du eben genau für die Arbeit dann 5, 6, 7 Leute, die es schon engagiert hast. Das sind also auch Leute, die nur da vielleicht auch Chef de Post gehen, wenn ein Film an Produktion geht. Du hast also Leute wie den Direktor Artistik, der kannst du vielleicht schon hören, ein Storyboarder, den du snaps kann. Wir sind nur noch immer, das ist an der Umgangsphase, wir schätzen nur von Equipen, die über 10 Leute rausgehen. Ja. 10, das ist schon viel für selbst. Mir voilà, du hast ein Konzept der Grafik, Character Designer, ein Art Director, so die Leute daneben dann unterstützt, den dann seht, was gemacht wird. Und dann hast du normalerweise per Maint bis dazu hinausgehen. Für dann so ein Dossier zusammenzustellen, dann hast du einen Produzent, den dann ob Marché geht, ob kann, ob Annecy natürlich, was ein großen Animationsfestival auf der Welt ist. Für du eben Co-Produzenten zu fahren, mit dem Trailer, mit dem, was eben im Moment an der Tasche, ne? Recht dann, mit denen suchen, die dann da rankommen, da geht der Film eben richtig produziert und dann gibt es große Equipen zusammengestellt, wo ich dann noch nicht immer wirklich Kamerschwärze wen engagiert, das ist schon, wie gesagt, bei Chef de Post, du sind natürlich involviert, die Leute, die wirklich nur zuhören und mehr nur bei den Leuten, die wirklich die Exekutoren sind, die großen von den Equipen, also gibt natürlich verschiedene Posten, wo ich Matschwätzen, ganz besonders Animation, welche selber Animateur sind. Natürlich, du willst wirklich gesehen, wie in der Kibas. Ich war Leute, die dann so ein bisschen andere Posten haben, wo ich besser noch Bescheid weißt, oder die verlassen nicht einmal gerne, denen ein bisschen mehr Ahnung hat, wie ich. Die Equipe ist riesig. Sie schaffen ganz oft, wie wir mehr Studien und mehr Länder zu summen. Weil doch immer zu summen hängt, dass versuchen aus Frankreich kommt und der erste Deutsch und der erste Belg, dann musste eben durch Studien hören und das war auch mein nächstes Projekt. 10 oder 11 Studien. 10 oder 11 Studien? Ja. Verschiedene Studios, just Kleinigkeiten gemacht, also die haben dann just paar Personagen entwickelt und so weiter und da waren die 1 oder 2 Minuten im Film und da waren die auch im Fort. Das sind noch ein Studio, die gleichzeitig schaffen, das sind verschiedene Etappen, die dann noch an einem Studio gemacht werden, aber wenn die fertig ist, dann ist die fertig und dann, wie gesagt, du musst eben zu und du ausgehen, wo sie herkommen. Das ist von die Region Rhône-Alpes oder die Region Charente da so geht, dann musst du gucken, dass du in der Region Charente oder Studio findest, dann halt so ist, das ist 2, 3 und dann muss man denen schaffen, die da sind. Ja. Und dann hoffst du, dass du die Schleiche erwischt wird. Boah, mir hatte Chance, mir Leute gehabt, die relativ kompetent waren. Mir und kann so ein Kerl erwischen, wo du denkst, oh, ja, okay. Them wolves ain't giving up. It's been a rough winter. They're smart. They'll keep clear of the fire. Whoa! Must be a stray. You will never tame that monster. He's got more teeth than brains. We will call you White Fang. You must lead this team, but they will not follow you until they respect you. That dog is a killer. Train him right and there'll be no stopping. White Fang! White Fang! White Fang! Fabian, du was so? Ich bin so viel freuen. Ja, also die viel von Menge froh Englisch, die mit Animation zu sehen und die vielleicht ziemlich naiv für dich klingen, aber ich mag feststellen, kann das viel Leid ähnlich freuen hun wie die echt sagt du hast gesagt du hast Live-Action-Apps geschrieben und du hast natürlich du schreibst Animation wie hast du den Unterschied für dich zwischen denen zwei, weil wenn du in Animation denken gibt keine Limiten gibt nicht was du nicht schreiben kannst weil du theoretisch wirklich alles kannst an der Animation umsetzen viel mehr Kreativität hast weil der 4D hast mega nur mehr gleich auch nur Deal weil also ich sehe den schlecht kann auf Sache festlegen immer denkt kein besser sehen hat kein ernst sehen aber wieso manchen das dort denn wie gehst du dummer dem wenn du durchschreibst wenn du fängst wie limitierst du dich so dass du kannst dein Geschichte schreiben wo du nicht bemol denkst aber was fehlt noch was kann noch dabei kommen also möchte die froh sind ja die froh viel sind das interessant ist die Frau stellt sich kurz tatsächlich für uns 2D gestaltet und schon ein bisschen darüber von den bewerteten Unterschied das zwischen Animation und Live-Action ich meine froh war mir einfach gestaltet wie denken oder so ein bisschen komplex
die Animation ist im Prinzip grenzenlos. Alles, was kannst zeichnen, was du kannst am Computer herstellen, ist machbar. Also ich meine, mittlerweile sind wir in einer Welt, wo die Animation wirklich alles kann. Das ist no limits. Bon, Budget ist nochmal was zu sehen. Am Live-Action musst du eben gucken, schon, wenn es am Gang was zu schreiben, war das möglich. Du weißt schon ungefähr immer, also weniger Fortschritt von Budgets du dich befindest. Also du musst eben durchpassen, dass du da nicht aufhängst, Raumschiffe mal dran zu bringen an alles. Ich habe zum Beispiel gefragt von Leuten, die mein Szenario für die Animation gelesen und die nicht wussten, dass es einen Animationsfilm gibt. Du hast einen Dreierwix. Oder nee, sie wussten, dass es einen Animationsfilm ist. Wir haben nur gesagt, wir müssen das tun in der Live-Action, weil irgendwie hat das Projekt geklungen, wie wenn ein Kind Live-Action sind. Und ich gesagt, mir hast du geguckt, wer du alles dran hast. Das geht ein Film, den 100 Millionen kostet, das kannst du nicht bringen. Und dann in Animation haben wir eben die Vierdeel, dass man da eben meine Grenzen haben. Natürlich, du kannst den Welt an den Dschungel versetzen, du kannst den Welt an die Wüste, an den Weltraum, was du willst. Ne? Et gëtt aber also wann ich hun Live-Action denken, wann den Emil beimech gëtt mat engem Projekt, de wirklich am Welt ausspielt, da so nech mal okay, das lo alles mir natürlich an Welt das so alles Greenscreen, das extrem viel Post-Production, das ist viel schwer, wann jemand eine Story könnt, die komplett an der normale Welt stattfindet. Das bei dir du nicht. Du siehst gut Sachen, du weißt, was der Budget ist, da weißt du, was möglich ist. Ich hätte naiv gesagt, gemerkt, gibt keinen Unterschied machen, ob bei dir am Welt, also was mischt bei dir der Film Medaille? Wo guckst du bei Story siehst, okay, der Tote gibt viel Medaille, dafür mit zu nicht, weil kreierst ja alles sowieso von Scratch. Also da hast auch du geschwärzt von einem Live-Action-Projekt. Also ich muss so, du hast auch wirklich abgepasst, fertig geschrieben. Ich hatte paar Shots, von denen ich weiß, die gehen ein bisschen schwer, also weil damit tut alles Ballern auf enger Platz gespielt. Also ist vielleicht auch ein bisschen naiv drauf gegangen. Kann sein, dass ich einen Produzent hätte können gehen und er hat gesagt so, du da ja. An der Animation gibt es Sachen, wo wenn zu zwei Szenarien um dich leihen hast, wo du siehst, dort das kann man jetzt nicht leisten. Wieso? An der Animation, was du einen Unterschied möchtest, das schon mal, ob der Film 2D oder 3D ist. Also gezeichnet oder am Computer. Also ich meine, wenn man zeichnen wir auch am Computer. Wir verstehen das. Wir sind aber nur im Endeffekt Zeichnungen. 2D ist immer noch mehr billig gezeichnet. Das ist auch tatsächlich eine Technik, das ist eine kleine Parenthese, ich meine, das ist eine Technik, die tatsächlich los alles rum könnt. War seit dem Anfang von den 2000er war gezeichnet, das gab nicht mehr so viel gemacht, weil einfach 3D ist die neue große Technik, die Leute nicht alle gut super fand, geht viel mehr schnell und das ist alles besser. Aber bon, sie just nur rausgefunden, dass dann da 3D ganz andere Probleme gibt wie beim Zeichnen dafür. Das ist Probleme sind einfach bei einem anderen Platz. Aber bon, toute Proportion gardé als Zeichen tatsächlich immer noch ein bisschen billig. Weil du einen Unterschied möchtest zwischen einem großen Budget und einem kleinen. Ich gebe zum Beispiel einfach mit Amerikanern mit europäischen Produktionen vergleichen. Also wir schaffen in Europa mit einem Kantinsbudget von Pixar oder von DreamWorks. Normalerweise einfach mit 10-mal mehr Budget. Der Kantinsbudget? Der Kantinsbudget. Ich gehe mal davon aus, dass Pixar einfach mal so 8 Millionen Kantinsbudget für ein Jahr würde. Ich weiß nicht, das ist mir egal. Also wir schwätzen in Europa schwätzen wir von Budgeten, die so zwischen 4, 5 bis 12, 15, also Budget moyen, dann hast du aber wirklich so Produktionen wie den Asterix oder so, die dann schon mehr so am Raum 35 bis 40 Millionen sind, das sind schon mal die ganz teuer. Und das sind auch, weil große Franchisen dahinter sind. Wer dann 3D ganz besonders steuer geht, das sind Personagen. Wenn so viele Personagen nach viel Zeit so ist, die müssen alle gut am Computer gemacht gehen, gemodelt und so weiter, und das selbst, das ist immens zeitaufwendig. Du brauchst wirklich für alle Personage brauchst ein Design, dem muss am Computer gemodelt gehen, dem muss geriggt gehen, dem muss texturiert gehen, also weiter. Während dann 2D, du hast halt so, du kannst relativ viel Personagen in 10 packen, mit diesen halt so an enger 10 dran, da muss noch just so oft gezeichnet gehen. An Zeichnen, wie gesagt, geht mich schnell. Und die Personage zeichnen, farbisch machen, das ist eine Sache von halt so Stunden. Am Personagen, die für eine 10 an einen 3D-Film gemacht gehen, die musst du recyclieren, so viel wie es geht, für das es schlimm, die Personagen überhaupt hier zu stellen. Die müssen am mehr Szene 4 kommen, die musst du recyclieren. Du kannst ihnen nur einer hoher gehen, einer Farbe und so weiter, für sondern einen Full Leute ranzusetzen. Es lohnt sich einfach nicht, an 3D-Personage zu machen, die just an einer 10-4 könnt. Das ist einfach zu viel dumm und das ist einfach zu viel Leute. Die Amerikaner machen nicht, weil sie einfach mehr nur für ihre zu machen. Ein anderer Riesenunterschied, auch in Amerika, Europa, ist, dass man in Europa aber tatsächlich eben, weil man klein Budget haben, geleiert haben, mehr präzise zu schaffen, auch noch kein so into Fenster rauszugehen. Die Amerikaner sind ganz oft so, dass du bei einem Animationsfilm nach paar Mal, die der Film rausgeht, geht nach einem Skript geschrieben. Da geht die ganze Szene rausgeschnitten, die schon fertig animiert waren und so weiter, weil einfach dezidiert wird.
du hast nicht gut genug, das gefällt mir nicht. Der Realisateur hat seine Meinung geändert oder sie ein Testscreening gemacht, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist aber nicht so gut. Dann schreiben die einfach mal einen Teil vom Film neu, weil sie einfach das Budget haben. Wie gesagt, ich schätze von Budget, die mittlerweile bei $200 Millionen für ihre Pixar-Film, also die Leine immer so zwischen 140 und mittlerweile schon bei $200 Millionen. Und die können sich das einfach erlauben. Da gehen einfach Szenen, die fertig animiert, sie gehen rausgehalten, Personagen rausgeschnitten und so weiter, die einfach schon existieren. Aber wie gesagt, in Europa haben wir die Luxus einfach nicht. Wir haben ein Skript, aus dem Skript wird ein Storyboard gemacht, aus dem Storyboard wird eine Animatik gemacht. Animatik, das ist gefilmte Storyboard, man bricht ein Timing, mit temporären Soundeffekten drauf. Das ist schon ein Edit von dem Film. Du hast der Film schon quasi zusammengeschnitten am Storyboard. Wenn du der Storyboard an der Skript relativ gut gemacht hast, dann kannst du schon relativ gut so an den Film funktioniert oder funktioniert nicht. Und in Europa, wenn die gelockt ist vom Produzent, wenn der Produzent sagt, du hast den Film, den man gerne will machen, da geht du nämlich drüber gefummelt. Das bleibt so. Und dann hast du auch nicht mehr viel Spielraum für so ein Fenster rauszugehen. Der Rest ist eine Exekution. Wenn du dein Ding Animatik fertig ist, dann hast du den Film eigentlich schon praktisch an der Tasche. Der Rest ist eine Exekution, du weißt, ob der Film funktioniert oder nicht. Also zwischen dem Skript und dem Storyboard ändern schon noch Sachen. Und ich meine, auch an der Animatik gehen nach Sachen rausgeschnitten. Aber so die großen Änderungen an der Animation gehen an einer Phase gemacht, die Phase, wo noch viel gezeichnet wird. Das Storyboard ist eben eine relativ billig Phase, weil schnell gezeichnet wird, weil eben Zeichnen nicht viel kostet, aber weil relativ schnell kann gesehen gehen, das funktioniert nicht. Tut kein Wert, ein 10, wo du siehst, die funktioniert so lala, aber komm, wir designen mal Personagen, wir machen ein Model von denen an 3D und wir animieren das mal und dann guck mal, ob 10 funktioniert. Das ist Blödsinn, das musst du nicht. Du guckst dein Storyboard und guckst, ob es funktioniert, wir machen weiter. Voilà, da kommt eine richtige Etappe, wo wirklich Suchen ausgehen. Ne? Wo Leute sitzen und eben wirklich eine riesen Equipe schafft. Und alle sagen nicht, das gelockt, du geht nicht mehr drüber gefummelt und du gehst noch immens viel Suche gespürt. Du musst ja noch so, die Amerikaner haben immens viel R&D an ihre Projekte dran. Die fangen schon ganz oft in 1-2 Jahren ihr Projekt rauskommen schon hier, also das war lange Jahre oder so. Ich meine, mittlerweile ist 3D an einen Punkt gekommen, du musst nämlich viel R&D machen. Pardon, was ist R&D? R&D, Research and Development. Research and Development. Zum Beispiel, das wie Filme wie The Finding Nemo rauskommen, und angefangen mit Wassersimulationen zu spielen. Natürlich, die haben einfach 1-2 Jahre für drin angefangen, Wassersimulationen zu testen, zu gucken, ob sie die Filme überhaupt können machen. Und da genau versuchen auch investiert. Du können Millionen drauf auflesen. Die Budget haben wir nicht. Die geht dann wirklich die Experimentation geht der Produktion vom Film gemacht. Aber ganz oft mit gemischte Resultate. Okay. Kann riecht gehen, kann auch schief gehen. Der Research and Development Prozess, die muss in Europa quasi gar nicht. Sind das auch Sachen, wo du schon beim Schreiben weißt, das kann ich nicht machen, weil wir haben nicht Zeit für die Sachen, die können kompliziert sein. Im Film Cro-Blanc, du kriegst zum Beispiel von Anfang an gesagt, wäre gut, wenn man einen Kontakt zwischen dem Wolf und den Menschen vermeiden, weil das die Haare vom Hund, die können man nicht so machen, dass der Personage die kann packen. Das Problem war natürlich, dass man lauter Szenen hatte, wo den Hund gepackt wird von Menschen. Was ist lauter. Goufen da genug, für dass du aber ein Problem gouf, wo man darüber schwätzen. Und dann hast du auf jeden Fall gemerkt, so, okay, es gibt keinen Film, wenn Personagen den Hund nicht können irgendwie packen. Gerade wenn du eine Schlüsselszene am Film hast, wo dann ein Personage den Hund hemelt oder so weiter. Da muss eben eine Lesung von gehen und dann, ja, da sitzt eben du eine Woche lang und die guckt, dass eine Lesung von, für dass die Haare so mit der Hand in der Ragere, wie man das wollen. Wir haben Leute, die haben eben nur ein bisschen Zeit, um das verburgen, und von aus dann gang. Also du kannst auch nicht immer alles akzeptieren, als, wir können das nicht machen, das geht nicht. Also musst du der Hand bleiben und so, die Idee ist mal wichtig, das stimmt schon am Szenario dran, du hast das Szenario gelesen, du hast akzeptiert, den Film drin zu schaffen, dann musst du auch gucken, dass da wen es geht. Wir hatten noch einen Film, den am Schnee spielt, da haben wir gemerkt, dass der Schnee ein Problem kann gehen. Weil zum Beispiel ganz oft Leute nicht verstehen, dass das hunderte von Filmen, die schon Schneesimulationen in 3D gemacht haben, in Amerika, zum Beispiel hauptsächlich in Amerika, die gut ausgesehen, Filme wie in Ice Age und so weiter. Frozen. Mit dat Frozen, die hun Research and Development gemacht jahrelang, für dass die Schnee genauso was wie den Realisateur dat gehört. Und die Schnee dürfen nie so schön Schneesimulationen. Und wir sitzen immer einem Budget von Leute aus dem Live-Action, die rennen mit Face. Wir hatten ein Budget von nimmen 12 Millionen für einen Animationsfilm. Ja, ich weiß, das für den erst im Live-Action können das natürlich ein Budget, ja. Das ist so, let's call the Wambulance. Die natürlich, ja, die schaffen wir da noch Budget. Wie gesagt, ich mal 12 Millionen, du musst gucken, dass Jenski sind. Wie gesagt, wir hatten eben nicht den Luxus für Schneesimulationen zu machen. Wir haben viel müssen aufpassen, weil doch natürlich eine Menge Realisation beeinflusst wird.
wenn die Kontakte mit dem Schnee sind ob da gut genug rausgesät oder die Spuren am Schnee gesät oder nicht dann nur auch muss Tricker fand wie man da eben im Gangen guck dir dann weh also guckst du Filme die schon gemacht von Schnee raus von visiert gemacht haben oder sind das bisschen so Secrets wo Leute nicht drüber schwatzen oder gehst du ihn schreiben so und hey ihr schaffen das im Film du kennst ja auch schreiben Leute zu Hollywood fest nicht also wann den kann schreiben dann nehmen den Oscar gewonnen hat gibst du selbst freuen oder ein bisschen ein No-Go aller Almensch findet deine Weg Ich meine, dass ein No-Go ganz besonders auch im Welt ein europäische Film muss und du bist am Gang mit europäischen Equipen zu schaffen. Ja, okay. Ja. Natürlich, wenn du wirklich eng ganz spezifisch Qualitätsausstrebst und du weißt, du kannst die ja nicht kriegen, da musst du den Talente und so nicht sicher gehen. Da sind dann noch Leute, die kosten dementsprechend und so weiter. Mir wird es zum Beispiel gesagt, das ist immens interessant, ob ich andere Leute so und machen, wie die nicht gemacht hat. Das ist zum Beispiel ein riesiger Fehler, den ich an der 3D gesehen habe. Das ist ganz oft, dass die Leute Referenzen holen aus 3D für darüber abzubauen. Also ich versuche nicht zu erklären. Das ist immer mehr einfach von der Realität auszugehen. Das heißt, muss eine Simulation von einem Fireman an 3D. Am Platz von einem richtigen Fire auszugehen, was du an der Landschaft gefilmt hast oder wo du ein Video auf YouTube gesehen hast, gibt es viele Leute, die gehen sich dann schon Fire-Simulationen sichten, also sie bauen dann darüber ab. Sie gucken, wie die Fire-Simulation gemacht wird, und versuchen dann darüber abzubauen. Das heißt, du baust ob einer Interpretation von einer anderen Person schon ab. Es gibt tausend Weise, wie du Fire kannst an 3D stilisieren. Aber wenn du Apps stilisiert das schon abbaust, da gedeint, wirst du verfälscht, ernst. Das ist komisch. Gesagt, ja, nur irgendwie nicht so richtig wie es soll. Und schon die ganz viele Leute geschafft, die genau das gemacht haben. Und du Kopie von einer Kopie. Genau. Und du kannst du etwas raus, was komisch ist. Du kannst nicht mehr erklären, wo du Problem hast, mit das Problem du. Ja, und du hast auch so Leute, die einfach gut Techniker sind, die einfach keine Ahnung haben, wie etwas gut ausgesetzt ist. Du hast halt so Sachen, die realistisch ausgesehen, die einfach an der 10, wie du sie brauchst, falsch sind. Ich kenne ein Beispiel, wie weit ganz schrecklich war. Ich meine, mittlerweile schon ein paar Jahre hier. Ich hatte in meiner Equipe, den sollte man eine Feuersimulation für den Croblon. Und das war so eine kleine klare Feuer, so das, wo da so ein Indianer sitzt und sich tenwirmt. Auf jeden Fall die erste Version gewissen hat, von der hatte ich gemerkt, ein Indianer wäre am Gang Pneumen zu verbrennen. Das waren Flammen, die waren 3 Meter hoch, einen schwarzen Dampf. Und du hast bei mir gedacht, hast du da noch nie Lagerfeuer gesehen? Hast du nicht, wie der ausgesehen hat? Der Junge hat aber nicht gesehen, was falsch war aus der Simulation. Das Feuer hat realistisch ausgesehen. Das war einfach für die Zähne einfach falsch. Weil Pyroman, das ist okay. Ja, du hast gefilmt, den Indianer gibt Pneu verbrennen und dann gibst du das Gesicht verbrennen dabei. Also das war einfach komisch. Du musst einfach dann, du musst halt so erklären, nee, ich hätte das gerne Klang an dat muss bis brutzeln mir das verleiht das ist de Lagerfeier du kannst nicht mehr du zu machen wie voilà, die Leute die sind technisch gut an so fehlt dann aber so ein bisschen den artistischen Point of view den danach du hast weil es so viele Optionen gibt weil die auch also 10 Leute die vielleicht Feier auf 10 verschiedene Art und Weise dann habt ihr schon ein Anime das an allen Menschen Versionen davon machen dann also wie du siehst ich sage von enge Kipp fahren wo Leute die auf der erste Welle lenkt sehen dann ich kann mir vorstellen was Nummer 10 Studien in der W was dass du ja mal wie viel Leute zu den hast wo du dann immer im Besuch wie sicher zu kommen dass aber dieselbe Vision und wie da geht zum Beispiel um ob den froh wird Unterschied Live Action an Animation bei Animation fängst du nicht du hast nicht du hast schon die Idee am Kopf und ich muss all die Leute erklären was ich am Kopf habe und das muss ja nur auf der Leinwand zu 70-80% du hast gesehen wie das was ich am Kopf habe das ist immer gut dann ist es okay beim Live Action du schickst du Leute raus die machen Operagen du kannst den Kamera irgendwo abstellen und du selbst am Visier von der Kamera das selbst du kannst abbauen das ist relativ schnell absolut Leute können drauf bauen wo sich keine Idee machen und so weiter an der Animation musst du fix von null aufhängen da reicht uns ein kritisch Mass von Elementen Kurs die entweder gezeichnet sind oder in irgendeiner artistischer Form existieren die du und Mauer kannst hängen für das Leute können da du gucken und denken okay da gibt es Stil vom Film ich kann mal ein ungefähr Bild machen reicht dann hast du den Punkt erreicht wo du nicht mehr so viel muss erklären mir löst du nur an der Anfangsphase ich muss alles erklären dass das anhand so wirklich so strengend also du merkst wirklich wie Leute einfach nicht an den Kopf dran sind ich meine an der Animation das ist auch ein bisschen mehr schwer viel Leute an der Kopf ranzukriegen ich kann natürlich auch Bilder als anderen Animationsfilme sicher gehen also so ungefähr soll der ausgesehen ja das fand ich auch immer ein bisschen gefährlich es ist noch immer in den Mengen Inspiration nicht an reale Bilder sicher geht an nur erwerben dass die stilisiert gehen was du hast wieder gesagt der hat Motion Control gemacht für der White Fang Motion Capture Motion Capture
Ich hatte gemeint du kennst so Personage animéiere mam Session mat engem Programm Computer war das ein Unterschied zwischen wirklich eng richtig Person hun die dann immer so Sensoren an einem Studio aus man schwissend wie viel Kamera war das Unterschied dutcht an einfach komplett im Computer zu machen also nicht meiglech oder so wie gut geht also ich kann da de Sales Pitch gehen also ein Jahr mir gemacht wenn man fand dass artistisch mir relevant war so weiter mir war das Blödsinn also war tatsächlich eine Technik die hätte ich nicht akzeptiert wann Personagen doch realistisch ausgesehen hätten möchte so Motion Capture zu machen mit Personagen die ein bisschen cartoony sind also weiter weil Lust Bewegungen die viel zu viel natürlich sie für ihre Personage den so aus runden Formen besteht gouf schon alles gemacht mir bon mat Resultat variable war eng Technik die war schon wie ich op der Film kommen sind war dat schon plus ou moins décidéiert dass der so gif gemacht in eine Schmenge dat hängt doch der Mat zu summen dass doch 4 Day Technik dann en gewissen zum Sue gouf ich mein, mir hat nirgendwo Suekrit für Novelltechnologie also weiter an Motion Capture aus Demos nach an Novelltechnologie rangefahren du gehst okay wenn man lo du noch 500.000 Euro kreen weil man die Technik benutzen da benutzen man voilà, das ist so Menge die mir realistisch weiß dazu so dazu muss ich so dass es da war einfach auch Sinn gemacht hat weil Personagen realistisch Proportionen hatten auch realistisch Gesichter so weiter also mir hatte kein Personagen die ausgesehen wie ein Pixar-Film und so weiter wie es mit kleinen Proportionen die überdriven sind also mehr hatte Personagen die wie richtig Mönche so mal ausgesehen an der Tisch da möchte doch Sinn dass ich ein Schauspieler die Bewegung kann man an gesagt noch nicht falsch ist das natürlich immer die Probleme an der 3D-Animation die kennt vielleicht dann Kenny Valley zum Prinzip von der Kenny Valley nee. Das schon ja also Kenny Valley also Prinzip schmengen könnte von einem Japaner wissen nur den erst der Robotik könnt oder was das Prinzip da war die das war der Personage mehr realistisch ausgeseit wat dat münschlicht an all kleine Fehler mehr gesagt stilisierte Personage mit dem kannst du viel mehr machen und nie dass es komisch wirkt optisch gibt auch ein Kurb du ganzen Diagramm den da erklärt an den Diagramm geht diesen Frankerhof an das dann nämlich die Valley um der geht voilà, weil der Personage mehr realistisch aus noch muss mehr realistisch animiert sind oder ausgesehen für das sind für den Zuschauer nicht komisch ausgesehen weil an der an Kenny Valley sind noch ein paar andere Sachen die rapassen zum Beispiel wie eng dot Person weil mir sie gewinnt leitstige sind die Liwen die Otemen und so weiter aber zu eng Person gesagt die do da fehlt etwas da fehlt Totmung da fehlen da Bewegungen da fehlen an der Tisch das bringt der Mönch an so eine komische Situation wo hab's gesagt wat kennt wat an einen gewisse Kontext auch kennt mir war aber trotzdem nicht singen Erwartungen entspricht also geht es ganz oft mit der Animation zum Beispiel eine Animation schlecht gemacht ist dann denken Leute mal Animation ist schlecht sie können nicht so viel wert das einfach das Personage aus den du bewegt den wenn es realistisch ist an den er irgendwo eine Bewegung hat die den Zuschauer rausgezogen oder ist die Illusion und dafür müssen zum Beispiel so Leute wie den James Cameron wenn so ein Avatar machen die man so passen dass du alle Bewegungen stimmt von der Gesichter dafür holen sie natürlich auch Schauspieler an sie machen dann den Kaptur von ihren Gesichtsexpressionen weil er genau die Bewegung sind der Mensch mischt du hast all Mikromuskel bewegt sich also weiter weil ich genau das auch erwart von enger Person von einem Personage die so realistisch ausgesehen also ich kenne ihr stundenlang darüber schwätzen mir der ganze Film hat der Hand animiert gi wir wie groß für den Unterschied zwischen op der Handzeichnen an Motion Capture am finale Resultat den Kenten machen also de Motion Capture gibt auch einfach enge Bewegung die mens natürlich ist also du kriegst Mikrobewegungen ran die normalerweise als Animateur nicht unbedingt weil es einfach das ist ein Level von Detaildienst nicht unbedingt brauchst für das eine Bewegung oder so immens viel Sache ran wie gesagt die Leute natürlich schmerzen die Animateur gewäschlos sind weil einfach nicht wichtig dass jetzt sehen ob du mich schnell wäre oder nicht Kind tatsächlich nicht so gehe ich mittlerweile so und wäre vielleicht ihn zu erwähnt wird leider doch nicht wissen Motion Capture musst du nur auch überschafft gehen natürlich das noch du kriegst nicht direkt ein Resultate raus Dienste kannst du gebrauchen von Doktoren der hat gemacht oder zu gemacht und du musst zum Beispiel Kontakte am Boden sind immer ein bisschen so floaty die ich weiß nicht viel geht trouble immer so ein bisschen im Boden Tisch face immer am fixen Boden die Stadt das zum Beispiel länger habe die musst du nur gemacht gehen dass face im Boden blockiert sind den Gurne denkt
Nee, nicht. Wann ich keine Ahnung hörte vom Fahrer gut keine Ahnung mit das essentiell Kontakte sind all gute wiblisch von Personage suspekt das sind immer Kontakte die ganz wackelig sind Fangere müssen alle animiert gehen Motion Capture nicht so präzis dass Fangeren können bewegt den Gesicht da gehen zum Deal auch nur überschafft wir hatten zwar so Personagen hatten so, Doktor pardon hat eine Kamera an für Gesicht die Bewegungen abgeholen mit der muss auch als neu überschafft gehen hanst du zum Beispiel Personage Apps seht oder jetzt da willst du als Realisator dass der Munde bis mir weit abgeht wie dat Akteur gemacht hat da musst du ein bisschen nur freckle gehen ja im Endeffekt voilà, brest durch mehr Zeit der 4 Teil von der Motion Capture ist dass da relativ schnell zum Beispiel Leute die wenig Ahnung haben Apps kann weisen wird nur etwas ausgesagt also wann so Leute die wenig Ahnung haben das war ein bisschen Base gemengt zum Beispiel halt so Produzenten gemengt die dann unbedingt einen Ahnung für das im Gang was zu machen oder die einfach nicht lang warten bis das Resultat gesehen und Motion Capture kannst du relativ schnell etwas weisen was sich bewegt wird nicht perfekt aus mir können so ich erkenne was du lebst du bewegst dich das ist cool während eine Animation die auf der Hand gemacht wird wo ein Animateur du sitzt die möchte so schrittweise und der das so ein bisschen rücklich und gesagt du direkt so ja mir was möchte hin dann du bewegst dich aber nicht natürlich ja mir das halt Animation nicht fertig ist aber beim Motion Capture ist die Animation zwar fluid ist das nicht proper voilà. Ja, mich interessieren dass du weißt dann Banke an Neuland weil hast du bist du hin korrigiere mich von falsch mit du hast noch nicht mit Schauspieler dafür drin zu den an der Banke bist an einem so Mischmaschtischen Animation aber du musst auch mal der Schauspieler können kommunizieren wie war das für dich ja mich schon Arbeit die habt schon dem Computer passiert das war jahrelang Animateur ich muss zugeben das war so den einzigen Moment wo ich ein bisschen gedacht habe okay gut schwierig ich hatte natürlich viele Herren als Akteure noch nie geholt da sind sie halt so ein bisschen muss voilà, die sensibel Leid kritisch gesagt die muss bis noch passen du kannst nicht einfach so mit denen so durch blass schwätzen du musst halt so ein bisschen aufpassen muss ein bisschen taktvoll sein dann ja taktvoll aus nicht unbedingt Mengen stärkt ich muss so und mir hatten Leute die relativ cool waren also mir hatten noch relativ wenig bekannten Leute oder die viel Großschauspieler mit großen Namen hatten den einen oder anderen den bekannt ist für so Nierwerollen oder so weiter also den einen oder anderen war schon dabei weil er Kind du bei den riesen Ego hat und Ego gemerkt dem ist du die war raushänglosen und ja nee ich hatte auch nicht weiter Problem an ich muss auch so ich bin besser insgesamt mit der ganze Sache wie ich eigentlich gemerkt hatte ich dann den Dreh raus am 2. 3. Tag Tournage Apps hat zum Beispiel nie gemacht und das war Action zu so an Motor Saturn und so weiter war für mich ganz nice und wenn man so cut dann gewinnst du auch einfach nicht drin und du merkst auch zum Beispiel wenn Schauspieler an der 10 da sehen du sagst ob den Combo an sieht gut aus und von dann noch Schauspieler du eng Performance geht die gut aus wo du fängt mal kreischen schon eine Aktrice die ungefähr mal kreischen so oh mein Gott noch nie gesehen super ja der Tisch lese auch ein zur Szene bis mir lang laufen und du merkst so du kennst du irgendwie schlafen los und schon Katze und da mache sie weiter und ich hatte auch so Momente wo ich einfach gedacht okay du brauchst noch ein bisschen extra Zeit wo du gut keinen Text mehr gehört hatten ihren Text schon abgesucht Stunden nach so sie werden auch an ihrer Emotion dran das brauche ich noch wer nur Zähne ein bisschen ausklingen zu lassen und so weiter und sie sind einfach an ihrer Rolle geblieben und waren sie super professionell nee das gelaufen was will dann den vom Casting oder wie lebt das bei Sapis ja. Wie lang schaffen die Leute in seinem Film ich war bei ihr Casting dabei ist schon leider gut rausgesicht auch für der Voiceover also ich meine die nehmen diesen Hass eben Rashida Jones oder so wie könnt du mit der Idee Rashida Jones gibt selbst gerne machen nee für den amerikanischen Voiceover du hattest tatsächlich nicht so und das alles über als amerikanische Produzenten gegangen die einfach hier Kontakt dazu Hollywood tun bon, voilà, ich war zwar involviert war nur ganz glücklich dass die waren schon die Leute dann noch kennengelernt das war natürlich ganz cool nee, nicht alle gehört tatsächlich den Nick Offerman kennengelernt mir den das ist super Typ ja, du sitzt also nicht Martine deiner nur an der Kabine am Tonstudio an du Ideas Martine nicht es wäre gerne du gewesen ich meine wie sie den Dubbing gemacht und war mir nicht ganz fertig am Film auch paar Etappen die müsste gemacht gehen und sie hatte mich müssen nach Los Angeles aufleihen als ich noch nicht ein bisschen daher gehen dann noch ein bisschen viel Geranz Französische Akteur der Test dabei das alles an enger Woche gemacht und Schauspieler wie in da am Studio gehst du den an eine Direktion oder weil du kriegst den Sound vom Rashida Jones geschickt und du siehst war die Emotionen dort Zeil die erst nicht die ich mal erhofft hat oder christ Version von dem Tatsache Purmol oder sie nicht mir geschickt das war der Amerikaner besonders Handhund dann warst du raus dat sie an ihrem Mac gemacht an schon dann enker Version gesinn
Und ich muss auch so, ich meine, den Leuten nicht so, die haben ihren Job ganz gut gemacht. Sie professioneller. Auch wie ich zu Paris war, wie die Franzosen hier Stimmen abgeholt und du hast nicht weiter viel müssen so. Franzosen haben eine immens große Doublage-Szene. Die französischen Doublage ist bekannt dafür, dass sie da immens ist, weil sie noch die Bond-Rhythmodien lebt. Weil du doch mein Schüler Frankreich geht, wo du dann wirklich den Text geseist, die lebt und dann wie Karaoke, ne? Das ist wie Karaoke, muss ich feststellen. Ja, die Personage schwätzen und wir, das noch, die stehen da und sie sind noch Buchstaben, sie sind so lang gezogen, so lang, bis sie halen muss. Das ist wirklich so eine französische Tradition, die sie haben. Du hast auch einen Direktor der Doublage, den hast du, und den hat er doch plus oder mal im Griff. Also die weiß schon, was wenig muss gesucht gehen, hat das Szenario durchgelesen. Ich bin da just dabei, für du ein bisschen zu meinem Perfect Cash beizugeben, und das Gefühl, und geht aber ein bisschen in die falsche Richtung mehr, sonst ist das okay. Das ist interessant, eine Variante vom Schauspieler, was ich natürlich auch ein bisschen gemacht habe, Synchronstimmen von Milhouse, von Lützeburg Simpsons. Das wusste ich nicht. Nee. Ja. Also nach der hat je 2 Staffeln mengen Jobkauf von Simpsons. Auf jeden Fall schon an die von der Milhouse schwätzen. Das heißt, du guckst auf den Ekran. Du guckst auf den Ekran. Genau, gleichzeitig wie bei Karaoke. Du liest, bewährt in der Land leben. Und effektiv, wie du siehst, das dann wird Bänke so gedehnt, von so ganz lang so. Und dann geht es halt so ganz sehr. Und sie Buchstaben sie 4 Minuten bei nähen. Ja, genau. Aber von der Schauspielerei her, also es wirklich schwitzt, weil du musst so krass übertreiben. Aber das heißt nur bei White Fang, vielleicht ein bisschen anders, weil wie bei den Simpsons, weil das war echt so Motion Capture, das war viel mehr in der Realität, die Personagen haben ja nicht ausgesehen wie Los Simpsons. Aber es schon ein komplett übertreiben die ganze Zeit. Für das der Herr nun einen Funke von dem da irgendwie was rüber könnt. Wie soll so? Ja. Ich meine, das war bei meinem Film so nicht der Fall, weil wir, wie gesagt, an einem bisschen mehr realistische Kader waren. Bei den Simpsons war es schon immens cartoony. Du so Personagen, die ein bisschen bigger than life sind. Und ich meine, wenn meine Personagen am Krolon so gespart hätte, während den Simpsons, da wäre irgendwie schief gegangen. Natürlich, ja, wir hatten ein bisschen bei der Motion Capture, hatten wir erst vor am Anfang gestaltet, ob man ein bisschen Doktoren ein bisschen übertreiben lassen oder nicht. Du hast Schläfer gesagt, loset lever net dass Herr Nujitfreen am selbechten Level überdreift, weil von den 10% überdreift den anderen 20, da kannst ni Herr Niveau bringen. Das besser Jitfremischt wie ihr mischt, wann überdreiben man se notregelech all guten 10%, 20%, weil doch immer der heschen. Übrigens bei den Prozenten, das ist auch witzig, weil eng sagt immer der Animation man, dass mir so noch so halt so Animateure, wenn ich mit denen schaffen, mal der Personage 10% mehr traurig oder mehr glücklich. Und schon halt so viel gestellt so eng Schauspieler, der so, weil ein Animateur wissen wir genau, was das bedeutet. Wir haben wie so an der Software so Cursoren, die man kann Roboter aufsetzen. Und du hast so plus oder minus ein Gefühl, was 10% oder 15% können bedeuten. Also, weil, und schon mal so viel gestellt, ich gebe mal Schauspieler so schwätzen. Bisschen 20% mit traurig, dann das ist immer gut. Was hast du gemacht? Geschieht natürlich nicht. Du weißt halt nicht, weißt du sollst rüberbringen. Dann ich weiß zum Beispiel George Lucas, das zum Beispiel in Schauspieler immer mir sieht, more intense und Schauspieler more intense und he weiß, was das bedeutet, das in Cup, ich meine Schauspieler können immer sie kommen und so, okay, Lofrete wahrscheinlich so mehr intense machen, dann hört darum gesagt, dann ja, der Schauspieler dann einfach Apps probiert, dann hat gesagt, das war genau das, was ich wollte. Man hat genauso gut keine Apps anders zu machen. Ja, wenn das können ob da raus wird, wie schwätze ich immer Schauspieler an und schon einfach nicht gelernt, okay, ich kann mit den Schauspielern nicht 1% schwätzen. Ja, aber du hast gesagt, du interessierst dich auch für Live-Action und du hast ein Projekt geschrieben, wer den Horrorfilm ist. Das ist dann extrem vom Spektrum. Das hat dann eine Schwierigkeit für einen Filmemacher, wo der Stempel drüber ist, Animation. Und Animation wird ja auch oft mit Kanner-Film assoziiert. Für Leute sagen so, du meinst, ob es komplett anderes gibt Gegewand gibt Leute die so das kannst du nicht, wir können das nicht vorstellen. Alex Espigares mich du bank so B-Movie Trash Horrorfilm mit Live-Action mit Schauspieler und leider Kind am Videothek gucken, da geben sich erstaunen. Also ich kenne du relativ weit ausholen, also ich bin bekannt von den 90er Jahren Videorentals, also schon mir ganz Cinephilie, ich denke Cinephagie, schon viel Filme konsumiert ohne wirklich zu verstehen, man was geguckt hat, und du war alles dabei, von Horrorfilmen über Hongkong-Kino, über japanisch, komisch Filme und so weiter. Und das selbst, das tut mich auch nie lastgelos. Also ich hatte auch immer ein bisschen die Idee, dass ich von Genre Animation komme, ein Animationsfilm kann man oder eine Serie oder irgendetwas, das ein bisschen aus der Reihe fällt. Die Idee auch einen Live-Action-Film zu machen, das ist einfach, weil ich einfach einerseits der Meinung bin, dass es mehr schwer wie die Sujet an Animation zu machen.
klingt du bist paradoxal, weil mir viel du gesagt an der Animation kann den alles machen. So du verlierst einfach in Deel vom Publikum, wenn du bist mir einen harten Horrorfilm an Animation bist. Mir just nachher zurückzukommen, ja, Live-Action, ob ich da Gegewand kriege, so, nee, ich konnte nie Gegewand, ich muss auch so schon Produzentheit zu bestehen, die noch gemerkt hat, unterstützen, wenn du mal ein Traitement bringst, den ich für gut befanden, dann machen wir das, ne? Das ist gut, kein Problem. Mir das aber tatsächlich so, wenn ihr so ein bisschen guckt, was zu Realisateuren machen, die aus der Animation kommen, die allerwenigst wirsteln drüber. Was interessant ist, dass eben umgekehrt ganz oft gemacht. Du hast Leute wie den George Miller, den Mad Max-Filmer gemacht, den Stimmt. Die 2 Happy Feet-Filmer gemacht, ja. Was Animation ist. Zack Snyder hat den Animationsfilm gemacht. Das heißt, du hast Mann auf den Background geguckt. Also bei Live-Action-Realisatoren, du gehst einfach mal davon aus, dass sie mit der Animation klar kommen. Und bei Animationsrealisatoren sehe ich da mehr selten, dass die den Sprung in die andere Richtung machen. Ja, das ist just ein, der mir auffällt. Das ist der Brad Bird. Der Brad Bird, ja. Der ja Ratatouille gemacht hat. Und du nicht dann Mission Impossible. Ja, Mission Impossible gemacht. Und das nachher auch erste Animation den Andrew Stanton. Ja. Die sie relativ selten. Ich mein, trau den de Leute der Animation nicht so, dass Live-Action hinkriegen. Und ich so leider mit das Kino, das dieselbe Spruch. Also ich denke nicht geworden beim Set gehen. Also mir es kommen keine Propositionen, weil auch Realisateure gehen einfach Typecast. Du hast Animationsfilme gemacht, du hast einen Oscar gekriegt für einen Animationsfilm. Ja. Voilà, das sind die Kategorien, an der du bist. Und aus der kannst du mehr raus. Ein Horrorfilm, ein animierten Horrorfilm, kennt das überhaupt? Ich meine, ich habe das noch nie gesehen. Die wahrscheinlich Horrorfilme, wo animierte Sequenzen dran sind. Ich meine, es gibt keinen animierten Horrorfilm. Wie gesagt, ein Horrorfilm ist traditionell ein Genre, den relativ billig hier gestaltet wird. Guckt also Filme wie Paranormal Activity, den nächsten. Den hat, ich weiß, das Budget lang wie genau, ich meine, $30.000 gekostet. 15, voilà. Ja. Und dann hat er eine helle wohl rausgebracht. Ja. Und das ist genau das, was Leute sich erwarten mit Horror. Also, wenn ich so Leute, das sind natürlich die zu und rastierischen Produzenten. Studien wie Blumhouse an Amerika funktionieren genau dem Prinzip, die ein Budget, die gehen nicht über ein gewissen Budget raus. Ich meine, 5 Millionen ist das Maximum, die sie rausstehen an den Film. Und sie versuchen damit einen minimalen Aufwand im Maximum rauszuziehen. Roger Corman. Ja, genau, dem Roger Corman. Ja. Rest in Peace, ist ja vor kurzem gestorben. Ja. An Spengen einfach Animation ist einfach zu viel da für das ein Produzent sich sieht, tja, du stehst schon mal losur und am Misimu nicht so scharf, die da dran gehen. Ich meine, gebe Publikum Kinder dafür, mit das Risiko ist einfach zu groß. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich schon irgendwie, mein Gefühl gibt mal so, das kann nicht funktionieren, weil du weißt, das ist fake. Also und da denke ich mal, du fehlt dann der Realismus, dem möchtest, dass du Druck lebst, dass du ein real Gefahr besteht. Ja, und da funktioniert das auch an normalen Animationsfilmen. Du hast aber auch trotzdem an Disney und an DreamWorks-Filmen, nennen wir die zwei, weil das in ihm bekannt ist. Du hast aber auch Szenen dran, die Angst machen, die auch wenn es der Lovis das gezeichnet, da am Computer anstehen. Ja, als Kant funktioniert das natürlich sehr gut. Also ja. Das ist eine andere Sache. Ich kann mich erinnern, ich schon Pinocchio, die Szene, wo sie nur auf die Insel kommen, wo kann er sich an Esel verwandeln. Ich schon mal einen Box gemacht, hat so schießt. I hear you. Und dabei Dumbo, wo du trippt mit den rosa Elefanten, die du tanzen. Den Dumbo habe ich nie gesehen. Der Pinocchio ist ein absoluter Traum für mich. Der Wal, der auf der Insel. Das ist so krass. Und das kannst du auch gut mit mir machen. Heute sie fummeln, sie saufen. Ja. Filme Demos, das war ein bisschen eine andere Nummer. Und ich meine noch an die rezente Filme, du kannst so Sachen wie nach Beauty and the Beast gucken, erst 90. Du sind aber auch Szenen dran, was du als Kanal für du sitzt. Da geht der Wabbe aber ein bisschen. Da bei Bambi. Pardon, Spoiler Alert für die den Film noch nicht gesehen haben. Was Mama aufgeknallt wird. Ich bin nach Haut traumatisiert davon. Ja. Also schon so pur so Trauma-Animationsfilme als meiner Jugend, die ich gesehen habe. Auch weil einfach die Eltern lassen nicht einfach für in der Glotz sitzen. Das ist eine Animation, weißt du, das ist nicht schlimm. Pardon. Mir fällt gerade mein schlimmsten Traum an. Aber du hast mich schon aus der Animal Farm. Ja. Ich weiß das. Fuck. Ich gehe mich nach, du sitzt, du warst so samstag in der Mitte oder so. Und ich heute lieber ein Mickey Mouse oder toll. Ein Mickey Mouse, ja. Voilà. Und ich gucke in das und ich irgendwann merke, das tut nicht wie kann er. Das tut nicht schön. Und da geht der Bank, Pferd geht bei den Schlöchter gefeuert. Und ich was gucken, Schei. Kat, ich schlafe in Rof an Kirchen, ist schon Rotz und Wasser gekrascht. Ja. Ich muss bei meiner Mom gehen. Ich hatte wirklich müssen du an Therapie kommen. Ich wirklich 10 von Pferde bei dem Metzler könnt bei den Schlöster das sind immer alle guten wahnsinnig gehen. Ich weiß nicht, ob so ein Martin hier gesehen ist, der Watership Down. Oh mein Gott, es hat unten am Fluss unten am Fluss, ja. Das habe ich einen Traum. Mein Gott,
die hohe Animateur war die so geduld an der nach dat war den das letzte Einhorn Last Unicorn der so sind dass den die Feiersteier dran den hast auch allen mich später da sehen den ganz oft gerne im Christ auf der Tele gewesen an der so wusste wie es von die guckst du stimmt nicht das Kind Disney das nicht Shane also das Shane am nur hinein stimmt selbst mit dem Film nicht als kann mir du selbst das nicht so alle Personagen da und dann hast du den die Steuer die ganze als Feier besteht ja Trauma mit Witz das schon derselbe du bist reproduziert auch mal im Gros Blanchen hast du de Publikum einfach am Raum ein bisschen geguckt gerade bei der Premiere an der Philharmonie also du bist eine Publikum so ein bisschen am Mann und sie kann diesen Szenen da hat sagen gedurcht hat keine Stunde bei oder wo Surge gemacht und zum Beispiel bei der Kanner immens gesagt das Verlust von den Älteren dann Mamobemel vorder an die Klängen also Längen so könnte sing Mam darin oder das du noch ein froh die einfach könnt Mam darin nicht vielleicht nicht Trauma Lommer der Molenker iwwer de Monsieur Hublot schwätzen. Ja so war wo ofennken. Di lofleich op Joren hier seitdemst 600 Interviewen riwer ginn hues, mit du es bestimmt schon so viel drwer geschwaart. Wie wer se zu dem Projekt kom? Ech schmengt dat se Film den schon 14 Joer geguckt, schon den Göchternenker geguckt, dat einfach so eng viel gut simpel Geschicht ass, wat fir misch e Kurzfilm so sinn. Schmeng 11 Minuten, wo es dein Geschicht erzählt, die wirklichsche Personage den sich developéiert da wusste direkt von vier Rammer dabei was den natürlich auch super ausgeseit und das wirklich für mich der perfekten animierten Kurzfilm war für mich kein Zweifel dass er gibt Oscar gewonnen mir war so froh und gemacht hat wie also zu dem Projekt kommen wie war du zu summen habe ich auch als Co-Realisateur wie so eine Stadt vorstellen auf jeden Fall muss ich mal so dass du Monsieur Blonde dort Menge möchte geworden das mit dem Laurent Sänger de Laurent hat ja Seilproduktion zu Lützeburg an hin mich wenn ich war das 2010 geschrieben weil hier wollte Monsieur Blo machen hat nicht schon jahrelang davon geschwart eben basierend auf dem Univers von Stéphane Halleux den belgischen Skulptor aus den eben die Figuren herstellt die gehen nicht wirklich also Scrap Metal an Studien von kontaktiert gesagt hey, mittlerweile so weit dass man mir ein Skript hin hat das Skript geschrieben hat auch schon der hat angefangen Storyboard zu machen hat gefragt breite Co-Realisateuren gibt gerne lang machen um Spock hat zu machen und wünsch mal schick man einfach was du hast Storyboard und so weiter und Skript und so weiter und checklist tut mir gefallen und schon aber hab's ja schmatt gemacht einfach weil ich noch keine Regieerfahrung hatten und schon einfach geduscht wurde da wäre wohl eine Erfahrung die ich kennen man ich einfach ein Regie denken es wäre Kind interessant sind und der Personage wird aber interessant trotzdem ausgesehen und war mich auch interessiert hat war dass der Film Mühe war auch weil ich einfach fand dass an den klassischen Animationsfilmen aber viel zu viel gespart wird und schon einfach fand auch das ein Challenge für einfach Personage können zum Leben zu bringen den gute Schwarz an eben direkt international gewissen Appeal kein tun schon Demos zu Sydney gewohnt schon auf den George Miller geschafft Happy Feet 2 stimmt ja, George Miller war mein Patron super Tipps George Miller Dun hunn tatsächlich da méi Kontrakt zu Sydney kurzen erbrach schon gefrot op méch schwer dann pu de Plötze bechte gouf wann Lotproduktion vum Hublot las geht dabei ze sinn. Sie war cool, sie war kulant sie gesagt ja ich war dann fir 3 Min zu Lützbech még Freundin die Mozart dann lang zu Sydney gelos an ja du mal losgelöscht Story aber bis verfeiner dann schwenkt Storyboard war so ziemlich fertig mir Bord Geschichte wird nach relativ viel gewandelt an aus dem Film was dann eben dat gin wat Hanoginas war ich aber noch dazu muss so dass das man noch auch gemerkt hun okay wir sind artistisch tatsächlich nicht ob derselbe Stadt lenkt ich mein, wenn ich Filme lang gemacht hat werde den bis nicht gehen aber hier lang gemacht hat werden bis nicht gehen das aber trotzdem der Produkt von als 2 und voilà und tut das aber uns brucht iwwer d'Oscar schwäze, weil wie as dat du geschiet? mat den Oscaren also fir Leiit net wëssen ginn zwe Wer bei den Oscar mat ze machen. Du hues lo e Film gemacht an ginn 2 Regeln entweder du hues an engem Festival schon e Preis gewonnen den
als Qualifier zählt Qualifier Festival das einfach Festival wo Oscar wissen okay du an dem Festival den Film gewonnen an der amerikanische Academy hält die Film da schon mal direkt an eng sort Shortlist op du pass schon mal direkt irgendwie an enger Shortlist für Oscar rennen Shortlist das englisch mat relativ viele Filme und wie viel da sind mir alle Fall du schon konsideiert du ball schon hier am Radar an der zweite wie das einfach ein Griechenlied Oscar an Hunde Film muss wenigstens 2 Wochen ob amerikanischem Territoire also ganz spezifisch zu LA gelaufen sind ja, ich mein, Ostküst Westküst einfach dann sich einfach ein Kino anzukaufen du guckst einfach du bezielst einfach Loyer quasi oder eng Possibilität dass der Film an einem Kino zu Los Angeles lebt an wie das ganz oft Kurzfilmprogramme sind Kino und die spezialisieren sich dann optimal einfach Programm leider Kurzfilme an da was du sicher dass der Film dort 2 Wochen lebt das kann schon einen gewissen vom Geld also kann nicht Welt und ja dann ist der Film 2 Wochen du gelaufen wie das in zu LA lebt kannst auch sicher sein dass du Leute von der Academy mal ein zu kurz gucken und schmeckt so sie mir dann noch rankommen plus der Laurent war schon am 4 Verloch zu Los Angeles an hört Werbetrommel ordentlich gerüsselt sowieso hört hier doch ein bisschen mehr den Marketing Virus wirsch und die Stadt war da ganz gut hinter dann alles ein bisschen selber hat dann noch die richtig Leid getroffen und ja irgendwann war man dann von der Shortlist bei die nominiert kommen ja wie man nominiert da war man dann nach den 5 die dann dürfte bei den Oscar dabei sind da kriegst du ein Derole wie alles lebt wenn ich ob der roten Teppich könnt wie viel Lauer und so weiter ich weiß nicht wie viel Detail das nach willst wissen wie genau lebt oder wir hatten ein Thema schon ein bisschen an einem anderen Podcast mit Jerry weil ich interessant fand das also Milliarden Filme gemacht die wenigst Leitmengen direkt was sie viel machen dass keine Chance die bei Oscar zu go außer natürlich du ein gewisse Star Power für Schauspieler Regisseur nicht wann der Christopher Nolan Film als natürlich Hoffnung dass für den Oscar nominiert geht wenn nie hu dir da gemengt dass du keine Chance gehen bei verschiedenen die gehen dann am Filmfestival in der Bimo fängst du gewinnst 20 Filmfestival du denkst oh der Titel kennt international weit go bei ihr waret du dann eben net Festival Route es war me an de Kino goen wenn nie as jeker dat Wort gefallen dort kennt der Pacific Animation Oscar waren du schon Connections gemacht für drohen oder wie bist der Film war am Vierfeld schon an de pur Festival gelaf auf an Japur so schmengen mich schwer zu vu 15-20 Festival ihr überhaupt Oscar kommen dercht hat kleine Reputation und hat auch schon pur Preise gewonnen an den Festivalen an dünnen kom de noch ein Ker heute gemengt so was soll man op Oscar checken was blöd Oscar du hast mir du mat gemar an schwngen kaschen echt versichen war dacht kascht weil du Lokation vom Kino mehr da war dann ein Investissement den ich gelohnt huet am Endeffekt also ja nee dat war einfach so du merkst Leid reagieren op de Film hast du 10, 12, 15 Festival Preise gewonnen du hast Potenzial merkst du okay der Film gefällt méi wie ich gemengt hat oder geht méi weit wie dat wat geplant war mit tut aber nie in sich gedurcht so der Film hat du Chance wie man am Gang waren zu produzieren also war einfach so Qualität und miss top sehen mit tut aber nie in sich gesucht so ja du hat Krämer an Oscar schmengen sowieso das Kind zu Lütze besteht jemals gedurchtet das ein Ker Oscar gewonnen Dream den immer davon mit net für ein real dat klingt wie also du also dein Gimenge und war Projekt seitdem die gut Chance kommen sind wie Kapgang wie Bank Film gefallen froh die können ganz oft mit das einfach Mikro am Vierfeld bist du so erklärt wie lebt auf man muss machen weil man gewonnen waren also nun gerufen wird aber genau das war das gemacht und ist schon just so den Szenario im Kap gesagt hey man damit gesagt wir müssen Bühnen gehören wir müssen das du hinstellen und der man an so genauso nicht gemacht im Hintergang schon Oscar geholt schon noch gesucht dann auch anekdotisch wo auch nicht wenn die Madame werden in ihr Team stimmt das war mal Madame die beim Hitchcock am Hitchcock Film gemacht hat Tippi Hedren oder wen? Nee oh Gott Kim Novak dat war Kim Novak auch nicht staat gewusst hätte denn ja weil dann hast Kim Novak einen Namen Gott anschluss nicht wenn die Madame gesehen ich wusste nicht dass Kim Novak wäre wann nicht staat gewusst hat mein Gott sie hat nicht wahrscheinlich du gesucht für drum wahrscheinlich war über dem Moment macht man den Gescheiklappen du Sohn hast du gewährt okay sie mir nicht also weiter wie gesagt wie mir den gesuchtquoten war abgestanden und Leute denke am Namen geholt okay muss man Bühnen muss man hin an ich genau mir 5 Sekunden für das Speech Laurent pickt sein Speech schon war ein bisschen nervös weiter
an eine Stunde am Hintergrund ist okay mal gucken ob man schon de Mikro lässt ich war so nervös und einfach den Text geschwert und du hast gesehen am Hintergrund Sekunde laufen du hast den Timer wo du gesagt wie die Zeit das ist natürlich wie so Kategorie wie mir wenn Tom Cruise da steht und Matthew McConaughey der so lang schwarze wie will mehr ja bei werde eben so ein Timer rausgelaufen auf 20 Sekunden und so, okay ich meine ich komme nicht mehr in den Mikro dazu muss ich so und warum am Vierfeld gesucht gehen soll Idee von als Schwätze war natürlich cool gewircht ich nach klein Wirtschnitt der Blitzburg so und weiter schon weil Laurent war der Produzent vom Film nur doch das Szenario als geschrieben wie so der Film kommt hab sich von ihm und ich gut okay mein Gott dann los schwätzen weiter an du war nur ein Timer war und sind immer von der Bühne gegangen du mal an zu der Bühne gehst dann Lift gehst du rauf und dann gehst du für einen Journalistigerheit also wirklich du kein Vierwarnung stehst du für eine Journalisten mit dem Oscar und Leute stellen da just froh und weißt du ganz Parterre wo Journalisten von internationaler Presse kriegst froh aus verschiedenen Ecken und so weiter und dann darfst du froh anfangen und dann kriegst du einen Coup Creme und einen Grab gedreht und dann warst du fertig und ich hatte auch immer ganz naiv gemeint es ist ein Köstgräf in Oscar dran zwar für nirgendwo kannst du stellen sie wollen natürlich dass du die ganzen Ofen mit dem Ding rundherum lebst ja. Wie geht dafür dann immer Flieger Plätze zu kriegen ja ich hatte einen Rucksack gepackt ich für dich dann einen Pullover gewickelt für das kein Tage kriegt nee, ich meine du hast gesehen das ziemlich gedamaged nur Tage mir lief aber nach mir war das gehört natürlich zu dem Leben von dem Dingen dazu an der witzig war auch Stiften zu LA dann noch am Flughafen rausholen natürlich Oscar ja okay Oscar natürlich ich sind durch Kontrolle gegangen also natürlich Norm um Ekran gesehen was ein schwarz Form an Form vom Oscar und so gut aber Demonstrator wir wussten nicht was da sind nicht rausgekommen natürlich Security Leute ha gut gelacht denke an Handgoal an ein Foto dort gemacht das ist noch nur der Zeremonie wir waren hungrig sind schon mal mega Freundin nach an den Diner erste gegangen Diner also bis am 70er Jahre die Kinder an einen Tarantino-Film dran sind am Minusiner gesagt wir waren noch an der Ofesgarderobe schon am Smoking hat man Dinge losgaben durchgestartet wollten in dem Auto lassen ich wusste vorhin durchgestartet und direkt Blicke alle gut abinasieren dann und ja nur kurz Matthias noch spendiert cool. An den Patron nach ein Foto da ist gemacht vielleicht henken wir sogar nach du irgendwo also hört sich gelohnt den Oscar zu gewonnen ja noch für dass ich mein Club-Sandwich gratis kriege wie wärst du der Governor's-Ball oder nee also ich sie kurz rangegangen für den Dingen drauf zu machen ob den Oscar kriegst du kriegst Plakat drauf gemacht und ich sie kurz rangegangen also weiter mir war so wir waren einfach zu enger zu großer Gruppe am Menge Freundin hat keine Invitation für den Governor's-Ball an du ich gehe kurz ran ich gehe einen Plakat drauf machen und gehen wir ran an Hannover sowieso noch die Vanity Fair Party das ist eng von der Party und ich meine den Johnson Party also eigentlich relativ bekannt aber wir sind dann erst gegangen auf die Vanity Fair Party und das cool also für Vanity Fair Party musste durch pure Security Dinger gehen und der Pass für durch einfach den Oscar du weißt einen Oscar an vor dem Auto und Leute die bei dir am Auto sitzen der von der Matte führen du willst dass du Leute Hollywood-Star und so weiter auf der Party und die kommen alle gut mit dicken Auto mir hatte so Lokationsauto so ein keine Ahnung Prius so selbst langweilig ist aber wir sitzen einfach zu 5 dran ich meine die Gidaleute so sogar noch bei so einem Auto dran aber wir hatten ein Auto gefüllt weil Rabor und wir sind alle gut mit dem Auto durch all die Security-Dinger gefahren Oscar eigentlich kurz rausgewiesen mit Oscar ich kann eigentlich probieren in einer Tür bei Leute zu gehen mit meinem Oscar und versuchen eigentlich ranzugehen und Party schießen und der aller cool war am roten Teppich weil du stehst dann für an Party ran hast noch kleine roten Teppich und geh nach Foto offen da gemacht und hast du Mads Mikkelsen an der Lounge gegangen ich bin ein großer Fan von Mads Mikkelsen und ich hatte schon von hier da ist gestaltet und einfach Oscar an Tango super wie war das die Kap geil du gedich so los mein Leben gemacht oder heute ich unter Druck gesagt autonomie schwer für den Niveau zu halen nee das komisch von der Leute das komisch immer wieder Oscar akuten sind den nächsten Nacht direkt und die Flieger an zurück München schon jemals zu München gewohnt an ja ich hatte einen Job schon Animation gemacht für ein Bot zu München für mich ist mein Leben einfach weitergegangen also okay ich hatte den Dingen nur und sind ja mal paar Leute Kontakt kommen die gesagt nein mach etwas aus dem Oscar du kannst nicht einfach so sitzen lassen du musst selbst draus machen ich wusste nie wirklich was Leute der gemengt wenn selbst draus machen
weil dann hu Beispiele gi von andere Leute hin nur doch dem den Oscar gewonnen hin den Oscar voilà, möchte aber nicht immer da wie schon immer verstanden okay vielleicht sollte ich mich hin sitzen an voilà, schreiben machen und so weiter ich kann nicht so groß aktiv hat gesagt wie viel Projekt nur Land zu sein wieder so kein Agent oder so wie all die Sachen die eben bekannte Schauspieler oder Regisseur nun die Agenten die Leute okay voilà, mein Klient hat den Oscar gewonnen muss ich da sieht Agent okay muss dem Oscar den muss man fruktifieren du musst absolut raus gemerkt wie ist ein kleinen Animateur von Lützeburg einen Oscar an den Grab gedrängt so voilà, guckt das den kein Agent mir Alex muss machen und so weiter nee da tut dann nur ein bisschen vom selben ergin das einfach das Fi Cro Blanc nach E-Projekt proposiert an refusiert weil schon verfunden Longmetrage Animation bisschen die war schon so man nicht du kom aber relativ schnell als zweiten dann de Cro Blanc du muss so und dat war auch bisschen Chance weil dat war einfach ein Projekt den man direkt zugesucht wird als viele Gerinnen war Western schon direkt gesehen hatte du kind so Italo Western man so Sergio Leone waren ein Szenario mit relativ wenig Dialogen war doch das immens zugesucht wird demals schon relativ schnell gesucht und waren noch immens viele Aspekte wo ich muss so ich habe mir schon ob die Aspekte 4 berät ohne jemals also so schwst schon werde ich gif man irisch ob die Film kommen sind also ich hatte schon schon so durch mein Kap los was passiert wann denke ihre Film der mal was müsste was sind die Ideen was sind den Prioritäten und so weiter und ich hatte schon so auf meinen Kap gemacht ich habe schon so 4 gestaltete Film können machen das plus wusste was ich gif man ohne dass ich jemals wirklich envisagiert hat dass ich denke Film überhaupt gif man Wunsch gedacht okay der Tor selbst das interessiert dich du weißt was du musst du du musst beweisen also doch schon ein bisschen beweisen dass ich kapabel war mir ich hatte schon nie gezweifelt dass ich nicht gif packen war viel abcht mich hat nie gezweifelt du kriegst du nicht gemacht weil alte Etappen hatte ich auch urbane Produktionen schon gesehen ich einmal als Animateur geschafft mir schon immer Leute über Schüler geguckt schon mich für alle anderen Jobben interessiert die an einem Animationsprozess oder einen Filmprozess dran sind natürlich ich war nie in die keine Ahnung hat ich war nie dass man einen geschwar wo ich nicht wusste was ich gebe so da tut man immens viel Rückhalt gehen an Schuss ich weiß was ich mache dat aller Geld war der Musik zu schaffen Filmmusiker selbst mich immens interessiert schlafen immens viel Filmmusik und dann man einen Kompositeur zu schaffen oder mal 2 Kompositeure sogar schon mal Gastwalzing geschafft am Bruno Coulet und nach 2 Personen musste denken so okay ist nicht schlecht also wie gesagt ich kann kein Instrument spielen mich wusste werde ich voll an Sache Musik ist schon eine Ahnung ich weiß wer ein Musiker mir gefallen ich konnte Ihnen Beispiele gehen halt dat will ich scheren ungefähr du schon ein bisschen musikalische Jargon den ich kann benutzen und das wäre eng von den größten Sachen dann mein Produzent so auch ja mir investiere doch so gut an Musik mit Kunden den Philharmonieorchester und uns schleit verreden also ist immer recht Joren nur bewusst wat Chance hat einfach von nicht von den Kurzfilm wo mal zu in der Geheize kre so einmal viel weil ich sind bin an kalt Wasser gesprungen an ich schon nicht direkt realisiert hat ich war relativ schnell an der Abstrand ich war von der Arbeitgeber Welt schon wie viel Kilo verloren sind relativ dünn ja die ganz frische doch so muss mir einfach der Stresslevel ich war auch permanent in der an Deutschland gewohnt schon mal Lützeburg geschafft schon mal Frankreich geschafft ja immer politisch doch zu Lützeburg politisch doch zu Paris ich war permanent am Zug schon aufgeholt ich wusste am Anfang tatsächlich nicht wie lange es gedauert 2 Jahre wir durch wir waren 3 Jahre in dem Film drin 3,5 sogar und ja und dann aber dann endlich fertig also mir hab's gelesen dass es dabei rauskommt wenn er zurückzukommen ob den Oscar oder den Aftermath vom Oscar gewonnen am Nachhinein gehen da Sachen die du wann neige für du wirst gingst die du ernst gemacht hast die du vielleicht regrettierst wie zum Beispiel mit dem nächsten Projekt direkt Prätze sehen an dem Moment den du hörst für weiter zu zählen gibt Sachen die du vielleicht nicht der Tor ist wahrscheinlich froh die könnt weil man schon darüber geschwar mir zwei also ich denke im Balle Fall also selbst werde ich gebe und herzulehnen den am Film schaffe Balle Fall wann der am Gang bei Projekt zu machen zu direkte pur an der Pipeline zu hin Jolo am nur hinein mit dem wüsste werde schon hätte ich direkt noch Oscar miss nur fänken entweder ein Projekt zu schreiben oder mich wirklich aktiv mehr zu sitzen an der Nacht da wie ich noch nicht konkret wie ich mich so gelöscht hätte
die Richtleit zu kommen. Ich mein, schreibe sondern einfache Produzenten und sagst, hey, Solution, Oscar, wie hat man mal Film zusammen gemacht? Es kann funktionieren, ich weiß nicht, aber ich hatte ja Reflex einfach nicht. Der man vergisst nicht zu Lützeburg sind nobody gewischt. Also ich sehe man Oscar sind zu Lützeburg der Bildfläche erschenken mich go wird für nicht Leute wie hast du Spigar wie hast du könnt den hier an und Leute gesehen den du doch relativ wenig zu Lützeburg geschafft ich war mal Meisland wie auch gut keinen Kontakt das ist miss werde wie sehen und möchte ihr könnt viel Maps zu proposieren mal zu Glück also so kommen an voilà, ich meine das einfach Chance ich weiß doch nur nicht wieso konkret fertig gi anderen wann Oscar gewonnen lo alle verloren schon den zweite Film gemacht aber schon noch nur engem echte Film viel zu lang gewahrt bis ich den nächste Rollen hat los ich schon war 6 Jahre vergangen lohn schon den nächsten Rollen war das nicht schon mal Timerscher gedreht die Jahre für drin mehr mir vor sich Projekt in Uland zu zeigen noch Adaptationen von französische Komiken als denen nicht Guinness weil Rechte an zu Jancht waren schon in Kaffer oder was der Andorra sich nämlich zurückgemeldet haben weil sind natürlich immer so viele Projekte die gefailt sind die sich den Grund sich nicht gemacht und so eine Timerscher gedreht die Idee ist einfach immer pur Projekte laufen zu hören oder an nicht dem Stadium an der Ekritur an der Produktion an der Präproduktion das einfach direkt kann funktionieren mit dem nächsten aber wie gesagt einen zweiten Film gemacht einen Kinosfilm lo wissen leider ein bisschen mehr weil ich kann schaffen ich meine den Kurzfilm was ein Showcase du kannst weiß was du kannst und dann der Langfilm was dann wirklich diese Film für die Kino gemacht den nur Publikum geschwert oder dann die Suche nachgestellt das heißt Leute wussten dass du über 3 Jahre Film kannst stemmen ohne an Ketten zu gehen pro Kilo verleerst du mir bon dazu an voilà, der Vertrauen da bist für dann die nächste Projekt an der Vertrauen der Tunnelo mengsch an du für Charlo den nächste Projekt umholen Alex du klemmst bestimmt auch an der Lift mir eng froh für dich wann du gehst irgendwo einen Gebäude an der Lift klammen an egal wen kind an dem Lift sinn bei dir kann man mich spezifisch machen Pitch zu bereden nur dem du den Oscar Cruz auf von der Bühnengang was du gesagt hast müssen Lift drauf wann du hast Kind egal wie 4 Stellen an dem Lift wie wir dat gewircht an wat hast du der Person zu so muss auch nicht unbedingt in erst im Film sehen an das hoffen Schnitt Kim Novak weil dann hast du wahrscheinlich erkannt Roger Corman Optionen also schwenkt Roger Corman definitiv weil hin hue eng zocht Kino gemacht op engem Niveau dem mech interessiert so bist so de Kino net als Kunst mehr als artisanar einfach so eng Mass vu Filme rausbruch wo einfach net Meesterwerker dabei sie mir heinst du es dann an dem engen oder andere Film einfach eng 10 oder abs die memorabel lass oder einfach mat gebastelt das eng zocht vu Kino den haut nämlich gemacht ich mein, ich habe stundenlang kann Team in der Halle die wat wesing Filme produziert goufen wo dann zum Beispiel einfach ein Set von engem Film oder mehr andere Filme recykleiert gött oder du hast beim Dreh einfach 2 Filme gleichzeitig gedreht wie gesagt das ich mein von bei ihm auch relativ viel Leid ausgebeut die einfach ich mein, war ziemlich knicke mir einfach Blick an die Welt zu kriegen wo Filme nach der Professionelle gemacht haben du hast einfach das der hast und du hast ein Budget in der hast an die Schauspieler die da und du hast einfach geguckt dass du mit den Leuten Film zur Summe gewurschtelt hast weil den Roger Corman immens viel gewurschtelt und das immer dabei rauskommen und das einfach den trotzdem einen artistischen Blick hat als Realisator und noch als Produzenten hatte Blick für Akteuren zu fahren Realisateuren zu fahren all die Großrealisateuren die im Haut tun die sind alle durch sein Studiogang durch den Schulgang hat aber irgendwie ein Talent für Leute zu fannen an eben mit denen noch mal den wenigen Mitteln die hat Apps auf Leinwand zu bringen und ich meine das so ein Kino die im Haut des Tages fehlt und mir hat viel ein bisschen darüber geschwärzt über ein Genre Kino den ein bisschen es der Mut gefallen so Filme als 70 80 so Filme die mich interessieren aber einfach Leute einfach Filme gemacht und sich nicht vorgestellt haben wie Mama da du hast einfach gewurschtelt wenn du denn da um Set war und Apps Footy und das nicht gegangen und so weiter dann hast du Apps in einer 10 gedreht du hast geguckt dass du einfach Schauspieler wenn du oh mein Gott dann hast du eben Apps das gedreht und irgendwie hast du Filme an Köcht kommen und wie gesagt wenn du unbedingt gemischt da wegen es war dann so die engen 10 draus siehst super die du 10 möchte Film dort Geschichte von Little Shop of Horrors kennt können ein Kanal lesen die ist genauso entstanden das war einfach wir hatten einen Dekor sie hatten einen Schauspieler das war den Jack Nicholson aber sie hatten Weekend sie hatten einen Dekor sie hatten einen Schauspieler so einen Film gedreht und der Film ist halt Kult den zweiten das wäre just Mads Mikkelsen weil einfach eben Mensch aus den Schmengen den das als Schauspieler ganz gut ist schon Mads Mikkelsen Mensch schon noch ein Roll für hier geschrieben an ein Projekt du auch
Es geht mich freuen, kann man Team schwätzen, weil ich meine, das definitiv in den Mengen am Liewe sowas wie ob der Tele River könnt oder am Kino River könnt, das schmeckt der Sinn immer dem das immens einfach zu schaffen an den auch super Akteur aus an ich meine persönliche Level einfach in super Person aus an ich gebe mich frei, wenn ich ein Team kind schaffen just du wennst voilà. Gehst du da so gingst du dann der Projekt pitchen vielleicht können so weit ich lesen Ballfall nach dem Video von der Vanity Fair Party wo 100 mal Lsch gelaufen den Oscar kann Grab geholt also wann gibt's gefotobombt vom Max Mickelson gefotobombt aber denke so weit könnt dass ich mal Team will schaffen das schicken ich ihm die Video an ich sind den an ich will Film hat an dazu muss schon so ich den Oscar Crew dann weh war hier raus also ich meine müssen du irgendwie nachlerncht Leitgang die du sitzen am Saal werden enger Werbepause oder so weiter und sind tatsächlich lernst hier gelaufen und denke kurz mal gesund ich gesagt I like what you do egal warte wir bon Fanboy ja was soll so ich meine who the fuck are you ja nee doch schon dem Moment nur meinen Oscar gegrafisch wie sondern mich bei der Vanity Fair Party immer erkannt wird an dann eigentlich dat no geholt hat net kommt an wie du sitzt hier den Oscar ich mein, nee wie wann der wirklich Welt ziemlich übergriffig mit das wie den de Leo wird auch Jahre lang in kulten Händler gehen ich mein, sind da viele die verdenkt und an nie Quote mal wenn das interessant die zwei die du genannt hast beim Roger kommen du hast lo lief so du warst aber schon nur drin und so Workshop mit ihm hast und dann Mats Mikkelsen du warst auch nur drin das sind alles real Sachen die Ketten tatsächlich stattfanden du kennst du mal an einem Liefdenke begegnen und dann hast Chance wieder Elevator Pitch just Oscar dabei geht nie mein Treement leidgent an eng Roll hier hin dran du hast Karim schon geschrieben das schon du Projekt schon noch schon eine Seite lang das ganz fertig und schwingen gi ganz gut an die Rolle passen cool mal Alex ich so der Fimus Merci dass der Zeitgrund ist für Lunch kommen zwei Genuss mit dazu drin Merci mich auch gefreut ja Fimus Merci Ali ciao ciao